Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Schönen Abend alle zusammen. ¿Cuántos están listos para alabar al Señor? Wie viele sind bereit zum dem Herrn Lobpreis? Aleluya, los invito a ponerse en pie. Bitte einmal aufstehen. Vamos. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación Alabe a Dios. alabe a Dios. Alabe a Dios. Te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, que cuando alabo, tú estás a mi lado. Y dice, Mientras venga viento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. now el sentido y aún cuando no, te alabo y sé que estás en control. ¿Sabes qué sonido? Es más que un sonido, es la oración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. ¿Cómo dice? Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? ¡No vamos a alabar! Alaba a Dios, mi corazón. Alabo al que reina, alabo al Señor,
santo, tú eres santo. Du bist heilig, du bist heilig. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. If you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. We sing a song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Till the people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Vamos, dilo. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Wollen wir Jesus einen mächtigen Applaus geben heute Abend. Herr Jesus, du bist heilig,
Du bist würdig, du bist mächtig. Halleluja. Und Jesus, wir heißen dich willkommen hier. Wir heißen dich willkommen an den verschiedenen Orten heute Abend, der Benina Church, in Chur, zu Hause, in den Online-Übertragungen. Jetzt, wo Leute unterwegs sind und das vielleicht mithören, im Zug, im Tram, im Auto. Herr, du bist überall gegenwärtig mit deiner Herrlichkeit. Und Herr, wir wollen heute Abend eintauchen. Wir wollen uns hineinnehmen lassen, Geist, Seele und Leib hineinnehmen lassen ins Gebet. Ziehe du uns, Heiliger Geist. Komm uns zu Hilfe im Gebet. Wir sagen dir auch, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Aber du, Geist Gottes, bist der Geist, der uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Der betet in uns, der betet durch uns. Lass es auch heute Abend geschehen, Herr. Und ziehe du uns in die kräftigen Wirkungen Gottes und in den mächtigen Willen Gottes für unser Leben. Halleluja. Amen, Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen, so schön mit euch heute wieder hier zu sein. Ich habe ganz liebe Grüße von der Leiterkonferenz, an der wir waren. Wir waren zusammen mit diesen Pastoren aus den Pfingstgemeinden, 67 Gemeinden aus der Schweiz mit über 200 Leuten, die dabei waren. Und sind tiefer eingetaucht, einfach wie können wir Gemeinde Jesu bauen, wie kommen wir vorwärts, wie können Menschen entwickelt werden in ihrem Glauben und auch Verantwortung in der Kirche übernehmen. Morgen Abend möchte ich schon jetzt darauf hinweisen, wir ganz besonders, wir werden beten für die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, wenn Gott etwas auf dem Herzen liegt, ist es, uns zu erfüllen, uns zu taufen, uns zu durchdringen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das wissen wir doch alle. Wir können es nicht ohne den Heiligen Geist. Wir können es nicht ohne ihn. Und wir wollen auch nicht mehr. Weil es kommt viel besser raus, wenn er drin ist, wenn er dabei ist. Heute Abend möchte ich über eine Bedrohung sprechen, die die erste Gemeinde erlebt hat. Und zwar, die Jünger haben den Gelähmten geheilt. Und dann rufen sie die Menschen auf, die sagen, wow, was ist da geschehen? Sagen sie, das geschah im Namen und durch die Hand unseres mächtigen Herrn Jesus Christus. Und dieser Jesus ruft die Menschen auf zur Umkehr, zur Buße. Und viele Menschen haben reagiert. Und dann haben das die Schriftgelehrten und Pharisäer gesehen. Die sind wütend geworden, eifersüchtig geworden und werfen es ins Gefängnis, sagen ihnen, ihr dürft nicht mehr im Namen von Jesus erzählen. Wisst ihr, was die erste Gemeinde erlebt hat? Das war Bedrohung, Bedrohung. Und ich habe mir so gefragt, hey, erleben wir nicht oft auch heute so etwas? Und wenn es manchmal nur Gefühle sind, Bedrohung, dass diese Welt uns mundtot machen will. Wer war schon in Situationen, dachte, oh, jetzt würde ich gerne etwas von Jesus sagen. Und dann hat der Mut dich verlassen. Kennst du die Momente? Warum? Wir fühlen uns bedroht, wir fühlen uns eingeschüchtert. Manchmal können wir es nicht mal richtig erklären. Aber manchmal ist es uns wichtig, was die Leute denken von uns. Wir wollen eine Freundschaft nicht riskieren. Wir wollen unseren guten Ruf nicht riskieren wegen Jesus. Und wisst ihr, viel tiefer noch, bin ich überzeugt, sind es nicht psychologische Dinge, die abgehen, sondern es sind geistliche Dinge, die abgehen. Und die Frage ist, hey, wie gehen wir damit um? Schauen wir doch, und weil die erste Gemeinde hat Folgendes gemacht, hey, sie hat den Schriftgelehrten und Pharisäern gesagt, die sie ins Gefängnis geworfen haben, wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Was sagten sie in anderen Worten? Was wir haben, ist stärker als eure Meinung. In uns brennt etwas, brennt heller als das Wasser, das ihr in unser Leben gießen wollt, um es auszulöschen. Jetzt wäre es Amen. Amen, ja, Amen, Amen. Und die Frage ist, wie hat die erste Gemeinde reagiert? Schau mal, ich denke, wenn wir eingeschüchtert werden,
dann haben wir oft ein schlechtes Gewissen, sagen, oh Herr, es tut mir leid, ich bin nicht der Evangelist. Oh Herr, ich habe die Chance verpasst. Oh Herr Jesus, du weißt nicht, das ist nicht so mein Ding. Und kennt ihr solche Vorwürfe, Selbstvorwürfe? Ich kenne sie, mehr als einmal. Und weißt ihr, was die erste Gemeinde getan hat? Sie haben nicht versucht zu psychologisieren oder sie haben nicht versucht, irgendwo in erster Linie Schuld zu finden, sondern sie haben gebetet. Und sie beten um 2 Dinge, die nur Gott geben kann. Und sie sagen erstens, gib deinen Dienern Mut. Das war das Gebet der Gemeinde. Das wäre die nächste Folie, genau. Die Gemeinde ist bedroht und nachher, was tut sie? Sie betet. Und das haben wir auch schon gehabt. Wir gehen noch eins weiter. Genau, das Gebet der Gemeinde, ganz genau. Und sie betet darin für Mut. Sie sagt, Gott, schenke deinen Dienern Mut. Ich glaube, das ist das Gebet, das wir viel zu wenig beten. Frag dich mal selbst, wann hast du das letzte Mal um Mut gebetet? Schon eine Weile her. Aber wisst ihr, sogar Paulus sagte, bittet Gott, dass ich Kühnheit habe, das Evangelium zu verkündigen. Wir können nicht ohne Mut für Jesus leben. Und heute Abend habe ich den Eindruck gehabt, ganz tief in meinem Herzen, dass ein Abend da ist, wo durch den Heiligen Geist Ängste, gefühlte, echte Bedrohungen zerbrochen werden in unserem Leben und ein neues Maß des Mutes in unserem Leben entsteht. Was die Gemeinde Jesu braucht in der heutigen Zeit, ist Mut. Amen. Mut. Ich glaube, die allermeisten Gründe, warum die gute Botschaft nicht weitergeht, liegt nicht daran, dass wir nicht clever genug wären oder dass wir vielleicht nicht die richtigen Worte immer finden würden, sondern es liegt daran, dass wir nicht den Mut haben. Und weißt du was, wir müssen uns keine Vorwürfe jetzt machen, sondern wir dürfen sagen, hey Jesus, heute Abend bin ich im Gebetsabend. Das ist mein Abend. Und heute Abend bete ich für diesen Mut, für den die erste Gemeinde gebetet hat. Hat sich Gott verändert? Glaubst du daran, dass wenn du heute Abend um Mut betest, dass Gott dir Mut schenkt? Schau, Mut ist nicht etwas, das du produzieren kannst. Mut ist etwas, das der Geist Gottes dir schenkt. Und heute Abend wollen wir dieses Gebet in Anspruch nehmen. Amen. Und das zweite Geschenk, worum sie beten, ist, Herr, strecke deine Hand aus. Lass Zeichen und Wunder geschehen im Namen Jesus. Schaut, Zeichen und Wunder sind die Beglaubigung der Botschaft von Jesus. Und was tun Zeichen und Wunder? Sie stärken den Glauben, sie wecken die Gedanken der Menschen, sie machen auch uns Mut und Menschen erleben die Anteilnahme, die Liebe Gottes. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Letzten Sonntag kam eine Frau zu mir und sagte, Matthias, ich habe eine Nachbarin mitgebracht und dann hattest du diesen Eindruck für die Magenschmerzen, hey, die war da im Gottesdienst, in einem Moment sind die Magenschmerzen weg. Der Gott erlebt. Der Gott erlebt. Und glaube mir, Gott will seine Wunder tun durch jedes von seinen Kindern. Amen. Aber weißt du, wir müssen darum beten. Beten. Und dann empfangen sie es. Und das heißt dann, wie Gott reagiert hat. Ich liebe es. Damit schließen wir. Ganz offensichtlich, das ist das dritte jetzt, genau, wie Gott reagiert hat. Das ist gut. Hat dieses Gebet Gott gefallen? Weil, was tut Gott? Die Stätte, das Bucheck, wo sie versammelt waren, erbebte. Erbebte. Herr, einfach auch keine Risse bei uns, bitte. Genau, wir wollen das Gebäude nicht sanieren. Aber weißt du was? Ich glaube, Gott sagte mit diesem Beben, weißt du was, wie ihr gebetet habt, das hat mir so gefallen. Ihr habt nicht gesagt, oh, wir armen Tropfen, niemand will von Jesus hören. Du weißt, die Zeit ist so schwierig, die Felder sind nicht reif zur Ernte, der Boden ist so hart. Alle Leute in meinem Umfeld wollen nichts wissen von nichts davon. Gib deinen Dienern Mut und komme mit Zeichen und Wundern. Come on!
Tut mir leid für meine Begeisterung heute Abend. Bitte verzeih mir. Aber ich habe das so cool gefunden. Wisst ihr, warum? Weil niemand baut auf sich selbst. Sie haben alle auf Gott vertraut. Gott wird es uns schenken. Gott wird es durch uns tun. Und dann kannst du deiner Nachbarin, kannst du sagen, ich bete für sie. Ich glaube, Gott kann ein Wunder tun. So ist unsere Nachbarin von Krebs geheilt worden. Wir konnten nicht mal für sie beten. Sie sagt, ich bin katholisch. Sagen wir, wir beten trotzdem, einfach halt nicht jetzt, später. Gott ist ein Gott, der Zeichen und Wunder tut. Und weißt du was? Ich hatte den Eindruck, als würde Gott sagen, es kommt eine neue Zeit, wo seine Gemeinde in diesem Mut leben darf und wo Gott Wunder tut, sogar durch die Kleinsten, durch die Kinder. 2 Zeugnisse und dann gehen wir jetzt ins Gebet. Eine Person meldet hier zurück, ich danke Gott für alles. Das Gespräch mit meinem Vorgesetzten verlief gut. Das muss ein Gebetsanliegen gewesen sein. Halleluja. Danke, war Gott da. Und das Zweite ist, das hat mich wirklich berührt, ich habe mit den Tränen gekämpft. Ich bin 8 Jahre alt und etwas ist in Erfüllung gegangen. Ich kann jetzt alleine in meinem Zimmer schlafen. Wow, hey, wow. Wisst ihr, was das ist? Mut. Und wisst ihr, wie der Mut kam? Durch das Gebet zu Gott. Diesem 8-Jährigen musst du Gott nicht mehr beweisen. Der hat ihn erlebt. Wollen wir aufstehen? Und ich glaube, heute Abend wollen wir Folgendes tun, wenn wir jetzt ins Gebet gehen. Ich möchte jeden von uns einladen, dass wir uns Momente nehmen, wo wir auch jedem Geist der Angst, der Einschüchterung, der Bedrohung widerstehen in unserem Leben. Und mit Geist meine ich nicht irgendwie einen okkulten Geist, sondern diese Gesinnung, diese Festungen, die oft da sind in unseren Herzen, Gedanken und Seelen. Sagen, ich widerstehe denen im Namen Jesus. Ich toleriere das nicht mehr länger. Mir steht der Mut zu, den die erste Gemeinde gehabt hat. Liebe Leute, heute Abend habe ich den Eindruck, Gott sagt, die Geschenke sind da. Kommt! Holt sie euch ab bei Gott. Wir haben einen guten, lebendigen Gott, der gerne gibt. Wow. Herr Jesus, jetzt gehen wir miteinander ins Gebet. Und wir beten miteinander als Kirche, als Gemeinde an diesem Abend und sagen, Herr, wir brauchen das auch hier in Zürich. Genau das, was die erste Gemeinde erlebt hat. Wir erleben auch vieles, haben Bedrohungen erlebt, Einschüchterungen erlebt. Aber heute Abend sagen wir sind nicht mehr bereit, mit diesen Gedanken und Gefühlen länger zu leben. Im Namen Jesu widerstehen wir diesen Dingen und sagen, uns steht der Mut Gottes zu. Und steht der Mut der Löwen zu. Und steht der Mut zu, diesen Mut, den David hatte, wo Goliath begegnet ist. Und steht dieser Mut zu, den du gehabt hast, als du in Gethsemane warst und dran geblieben bist, ans Kreuz gegangen bist. Und steht das zu, weil es von dir kommt, Herr. Und ich bete heute Abend, dass du Menschen befreist in diesem Moment von Furcht, dass du Menschen befreist von Einschüchterung, dass du Menschen befreist von vielleicht Sätzen, die sie mal gehört haben und die seither wie etwas Böses über ihrem Leben liegen. Diese Sätze, die sie einschüchtern, die ihnen Minderwertigkeit, Zweitklassigkeit, Irrelevanz vorgaukeln und sagen, im Namen Jesu, wir zerbrechen diese Aussagen in unserem Leben. Und wir nehmen im Namen Jesu den Mut ein, den du, Jesus, für uns am Kreuz von Golgatha erworben hast. Wir sind befreit zur Freiheit. Halleluja! Und wir sind befreit, damit Zeichen und Wunder geschehen dürfen. Herr, wir wollen uns heute Abend als Kirche einfach dir weihen und sagen, hier sind unsere Hände, hier sind unsere Füße. Herr, wir möchten deine Kraft hineintragen in Nöte. Wir möchten deine Kraft hineintragen in Unmögliches. Wir möchten dieser Welt sagen, egal was geschieht, egal was die Ärzte sagen, es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung. Wir können beten, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Herr Jesus, lass uns nicht dort stehen bleiben, wo wir vielleicht Gebete gebetet haben, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Oder wo du vielleicht nicht so gehandelt hast,
wie wir es uns vorgestellt haben. Herr, wir wollen nicht dort stehen bleiben. Wir wollen wieder neu vertrauen. Herr, du bist der Gott, der Wunder tut. Und du tust es zu deiner Zeit. Du tust es auf deine Art. Du bist souverän. Halleluja. Aber wir möchten eine Gemeinde sein, die dich ehrt und die sagt, Herr, bringe Ehre deinem Namen durch die Wunder. Bringe Ehre deinem Namen durch diese Zeichen. Und ich lade dich einfach ein in diesen Momenten, streck dich doch einfach aus zu Jesus. Ich weiß nicht, ich fühle mich so bedürftig, auch selbst vor Gott. Ich denke manchmal, Herr, du könntest noch so viel mehr auch freisetzen in meinem Leben. Durch prophetische Worte, durch Heilungen, durch Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Nicht wegen den Phänomenen, sondern damit Gott mehr Ehre bekommt. Das ist mein Gebet. Ich bete oft, Herr, bringe deinem Namen Ehre durch deine Wunder. Bringe deinem Namen Ehre durch mehr Gebetserhörungen. Bringe deinem Namen mehr Ehre durch Zeichen, die du tust. Und gebrauche du mich einfach. Und Herr Jesus, du siehst all diese Hände, die sich ausgestreckt haben zu dir. Ich weiß, heute Abend ist vielleicht ein bisschen ein anderer Abend, aber ich glaube, dass du möchtest heute Abend wirklich auch Hände füllen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dass durch meine Geschwister, dass durch unsere Kirche hier, dass Zeichen und Wunder geschehen dürfen auf eine neue Art und Weise. Herr, wir wollen nicht unseren Gebeten vertrauen, aber wir wollen dir vertrauen. Und dass du immer noch ein Gott bist, der sich erbarmt in den Nöten der Menschen. Herr, wie viele Menschen habe ich miterlebt, die frei geworden sind von ihren Albträumen. Wie viele Menschen habe ich miterlebt, die deine heilende Kraft erlebt haben. Aber Herr, wir sehnen uns nach mehr, nach mehr, nach mehr. Und Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass du es durch jeden Einzelnen von uns tust. Dass wir vielleicht mit neuen Augen durch diese Welt gehen und sehen, wo deine Wunder etwas tun können. Herr Jesus, du möchtest uns füllen heute Abend. Und ich glaube, wir dürfen Gott sagen, Herr, tue du doch mehr. Tu noch mehr in unserer Mitte. Und wenn wir das beten, beten wir es nicht einfach wegen uns. Wir beten es nicht aus Selbstsucht, sondern wir beten, dass das Evangelium in unserer Zeit seine Kraft erweisen kann. Dass Nöten begegnet wird und dass es nicht mehr darum geht, gibt es Gott, existiert Gott, wie ist Gott, sondern dass Menschen einfach erleben dürfen, Gott beantwortet Gebet. Herr, was du getan hast für diesen kleinen Jungen, der erst 8 Jahre ist, willst du es nicht umso mehr für uns alle tun? Hast du nicht einmal ein Kind in die Mitte gestellt und hast gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht ererben? Und Herr, ich möchte ganz neu wie dieser Junge sein. Wir wollen wie dieser Junge sein. Und einfach sagen, Herr, dich beeindrucken nicht clevere Gebete. Dich beeindruckt nicht unser theologisches Wissen, sondern dass wir einfach kommen mit diesem betenden, offenen, flehenden Herzen und sagen, tu du es Gott, brich du durch mit deiner Kraft. Brich du durch mit deiner Herrlichkeit. Schenke du uns den Mut, vielleicht auch heute Abend wieder neu an Zeichen und Wunder zu glauben. Schenke uns neuen Mut, damit zu rechnen. Und ich bete, Heiliger Geist, fülle du einfach unsere Herzen. Fülle du unser tiefstes Innerstes. Dass es nicht etwas ist, das durch meine Worte heute Abend geschieht, sondern dass es etwas ist, das du, Heiliger Geist, in einem jeden Herzen heute Abend neu wächst. Du hast gesagt, die an dich glauben, wie die Schrift sagt, aus ihrem Leben werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ströme des Lobes, Ströme der Wunder, Ströme der Zeichen von Gott durch uns, Herr. Du hast dich entschlossen, mit uns zusammenzuarbeiten. Du hast dich entschlossen, stille zu sein auf dieser Welt, um durch uns zu sprechen. Wow. Herr, wir sind Botschafter an der Stelle von Jesus. Wow, wow.
Du hast dich entschieden, stille zu sein, damit wir von deiner Erlösung berichten können. Herr, komme mit deinem Mut, komme mit deinem Mut über uns. Und sag ihm doch einfach heute Abend, Herr, ich empfange, um gebraucht zu werden von dir. Ich weiß vielleicht nicht genau wie, ich weiß nicht genau was und wo und wie, aber fülle mich heute Abend. Fülle mich heute Abend, dass ich etwas erleben darf von dem, was die erste Gemeinde hatte. Und wenn es sein muss, dann erschüttere auch etwas heute Abend in meinem Leben. Lass es in meinem Leben etwas beben, damit vielleicht gewisse Steine, die zu lange aufeinander liegen, heute Abend weggehen, damit du freie Fahrt hast in meinem Leben. Freie Fahrt hast. Danke, Jesus. Oh Herr. Und wie die Abende zuvor möchte ich euch einfach sagen, fühlt euch jetzt einfach frei, Gott zu suchen. Gott zu suchen. Ich sage euch ganz offen, ich habe so oft auf meinen Knien gebetet, Herr. Lass mehr von deinen Wundern in meinem Leben geschehen. Und ich habe ungefähr 2 Jahre lang dafür gebetet und es war wie wenn nichts geschehen ist. Und Gott sagt einfach, bete weiter, bete weiter. Es kommt, es kommt. Und ich möchte dir Mut machen, das Angesicht Gottes zu suchen und seinem Wort zu vertrauen, seinen Durchbrüchen zu vertrauen. Halleluja, Halleluja. Gott ist hier. Lass ihn dein Herz erfüllen mit seinem Verlangen, dem Verlangen nach ihm, dem Verlangen nach seiner Kraft. Herr, oh Halleluja, Gloria Bagasankara Basia. Und wenn du in neuen Sprachen beten kannst, dann fang doch einfach an, Gott in neuen Sprachen zu erheben. Dein Herz so ihm zu öffnen, ihm zu bringen. Und wenn du noch nicht in neuen Sprachen beten kannst, dann betest du auf Deutsch oder auf Portugiesisch, Spanisch oder Zürichdeutsch, ist egal. Rufe ihn an, erhebe ihn. Seine Herrlichkeit wird auf dich kommen, seine Kraft wird dich berühren. Oh Halleluja, Gloria Barasia Gorodo. Gora dana masora bagoshora gorodo sondoro. Gora dara semia rudugo. Halleluja. Gora basia gora semia rudo. Gora di shia rudo goro sondo gorodo. Gora baseyo rudo.
Mis queridos hermanos, los invito a ponerse en pie. Ich lade euch alle, meine lieben Schwestern, aufzustehen. Oder Vamos a seguir adorando al Señor. preisen wir den Herrn weiter. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Heilig ist du mir mein Leid, alles du der
Es heißt hier in diesem Lied so schön, ich werde eben auf dich bauen, nicht auf mich, auf deine Liebe bauen, nicht auf mein Können, auf sein Können. Ich weiß auch nicht, ich habe vielleicht eine etwas verrückte Idee gehabt, aber ich habe den Eindruck gehabt, Gott möchte uns so eine Aufgabe mitgeben. Und der Gedanke ist folgender: Wie wäre es, wenn wir es uns zur Gewohnheit machen würden, wenn wir morgens unsere Wohnungen verlassen, dass wir beim Rausgehen sagen, Herr, schenke mir heute Mut und lass mich deine Wunder sehen. Und würden das einfach zu einem ganz normalen, einfachen Bestandteil machen unseres Lebens, wie Amen am Schluss, wenn wir beten. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir Gott bitten und wenn wir dranbleiben, schenke mir Mut, lass mich deine Wunder sehen, Gott. Ich glaube, dass Gott in unserem Leben anfängt, etwas zu verändern. Ich habe euch mal gesagt, ich sagte, ihr wisst das, mein Ort, wo ich den Glauben teilen kann, das ist im Fitnesscenter, weil dort die Leute Zeit, die einen machen gerne einen Schwarz und so, und die keinen machen wollen, die haben jeweils ihren Kopfhörer auf. Da weiß ich immer, ja, dort geht's nicht. Und ich habe Gott wirklich gesagt, Herr, ich werde nie etwas pushen, aber mach du doch die Türen auf. Dann weiß ich, wo die Dinge möglich sind. Und ich bin immer wieder erstaunt gewesen, wenn es Gott macht. Wisst ihr, dann fällt aller Druck von uns. Dann wird es ein Abenteuer. Könnt ihr euch das vorstellen? Könntet ihr euch vorstellen, wenigstens heute Abend darüber nachzudenken, wenn ihr nach Hause geht? Könnte ich es mir vorstellen, es mir zur Regel machen, wenn ich morgens oder wann auch immer mein Haus, meine Wohnung verlasse, einfach noch zu beten, Herr, schenke mir heute Mut und lass mich deine Wunder sehen. Könnt ihr euch das merken, so als Gebet? Das ist nicht so schwer, oder? Genau. Aber Gott sagt, wenn wir beten, hört er. Und dieser Junge hat mich so inspiriert. Dieser 8-Jährige hat mich so inspiriert. Der hat einfach gesagt, Herr, ich habe keinen Mut, allein zu schlafen. Gib mir den Mut. Und jetzt ist er da. Wow, wie cool ist das? Ich glaube, Gott ist manchmal viel weniger kompliziert, als wir denken. Es ist auch eine Einfachheit im Evangelium. Ich meine damit nicht, dass es so tiefgründig ist, dass unsere Lebenszeit nicht ausreicht, es vollumfänglich zu verstehen. Und zugleich ist eine Einfachheit, auch im Leben mit Gott. Gott hat nie gedacht, es kompliziert für uns zu machen. Okay, darf ich euch das mal wenigstens einfach so mitgeben, als eine Empfehlung, darüber nachzudenken. Und wenn du spürst, du willst das einbauen, ich bin überzeugt, du wirst mehr mit Gott erleben. Amen. Jetzt wollen wir noch gemeinsam beten in Gruppen. Ihr seht, wir wollen heute Abend für 3 Dinge beten. Und ich denke, wer nicht in einer Gruppe beten will, muss nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das nicht so gerne, aber der Rest, denke ich, tut uns gut. Wollen wir beten für Durchhaltekraft im Glauben, dass wir diesen Mut immer wieder bekommen. Erleben wir auch Enttäuschendes im Leben? Ja, bestimmt. Seit dem Sündenfall gehört auch Schweres und manchmal Schwieriges dazu. Wir sind nicht irgendwie, Gott nimmt uns nicht die Realität weg, aber er sagt, er ist mit uns in diesen Dingen. Gibt uns Mut. Das Zweite ist, wir wollen auch heute Abend beten für Israel. Israel ist immer noch auf der Agenda Gottes für einen Durchbruch des Evangeliums. Dass sie ihren Erlöser kennenlernen, und wollen wir doch vielleicht füreinander beten, auch für morgen. Herr, mach uns bereit für das, was du morgen Abend tun willst. Eines weiß ich, die Bibel spricht davon, es gibt die Taufe mit dem Heiligen Geist. Aber dann spricht die Bibel auch immer wieder davon, dass Christen neu erfüllt wurden vom Heiligen Geist. Egal wo du stehst, Gott hat etwas für dich morgen Abend. Beten wir doch füreinander, dass unsere Herzen, unser Leben bereit sind für das, was
Gott auch morgen Abend noch tun will. Amen. Fahren wir durch Gruppen, 2, 3, 4 Leute und beten wir miteinander und füreinander.
Ja, Herr. Ja, Jesus, es tut so gut, in deiner Gegenwart zu sein, gemeinsam zu beten, einander im Gebet zu stärken, gemeinsam deinen Namen anzurufen. Danke, Herr, dass du an diesen Abenden immer wieder hier gewesen bist, dass du immer wieder gesprochen hast, dass du immer wieder Dinge in unser Leben hineingelegt hast. Und Herr, wir beten, dass diese 21 Tage Gebet wirklich den Unterschied machen für unsere Gemeinde, für unsere Kirche auch in diesem Jahr. Wir möchten immer wieder in diesem Jahr zurückschauen können auf diese Tage und sagen, was Gott in diesem Jahr gewirkt hat, das ist hier im Gebet geboren, das ist hier im Gebet entstanden, das ist hier in der Gemeinschaft mit Gott erfleht worden, geglaubt worden und erbittet worden. Ich danke dir, Herr. Und jetzt beten wir einfach, Herr. Wir beten für eine Nacht in deinem Frieden. Wir beten für eine Nacht in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wir beten, Herr, dass du unsere Herzen auch durch den Tag morgen einfach vorbereitest für den letzten Abend, wenn wir so zusammenkommen in diesen 21 Tagen des Gebets. Wir beten konkret, dass Menschen die Taufe mit dem Heiligen Geist erleben dürfen. Dass Menschen die Gabe bekommen, in neuen Sprachen dich zu erheben, zu loben und zu preisen. Wir beten, Vater, dass du unser Leben neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Nicht für uns, sondern damit wir dein Licht in diese Welt bringen können. Deine Hoffnung weitergeben dürfen an Menschen, denen diese Hoffnung fehlt. Ich danke dir, Herr. Und ich möchte dir auch Danke sagen für jeden, der immer wieder sich aufgemacht hat, um dabei zu sein im Gebet. Und ich danke dir für die Verheißung, wenn wir dich suchen, werden wir dich finden. Wenn wir anklopfen, wird uns aufgetan. Halleluja. Ich danke dir für diese vielen Verheißungen. Und jetzt gehen wir nicht mehr im Flehen, jetzt gehen wir in der Danksagung nach Hause für neuen Mut, für die Zeichen und für die Wunder Gottes. Und wir sagen, das ist Gottes Normalzustand. Amen. Und das soll es auch für uns sein. Können wir gut heim, auch am Stream. Gottes Segen, bis morgen Abend.